habe mich selber ertappt, wie ich mich bewusst ablenke mit Social Media, wenn mich irgendetwas belastet oder beschäftigt. Ich finde es sehr spannend, es sind gerade mehrere Punkte zu den Sinn gekommen. Möchtest du im Podcast noch eine Aussenwahrnehmung von mir? Gern. Und das ist für mich nochmal eine neue Variante zum Reflektieren, die ich mittlerweile sehr oft brauche. Situationen, die schlimm sind oft schlimmer als eine Situation, die sehr schlimm ist. Ja, nachher musst du etwas machen. Weil sonst musst du nichts machen. Und meistens brauchst du halt mehr Energie. Aber ist das wert? Aber ich meine mehr einfach so, man nimmt sich die Zeit, um darüber nachzudenken. Und man tut sich an dem unangenehmen Stellen vor. Ich tue jetzt mich mal schnell mit meinen Fehlern auseinandersetzen. Aber ich habe die Chance, um so zu sein, wie ich bin, von Anfang an. Ich muss mich nicht verstellen. Und es ist eigentlich echt befreiend. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfhaus. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich. Tim, wie geht's dir? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das stimmt. Ja, hast schon lange nicht mehr gefragt, aber... Ja. Hey, mir geht's gut. Ich habe gerade 4 Wochen Militär hinter mir, die sehr, sehr anstrengend waren. Sehr wenig Schlaf. Darum ich habe die letzten 2 Nächte, glaube total vielleicht 24 Stunden geschlafen. 2x12, wow. Ja, knapp. Ja. Also mit so nebst dazwischen sind es glaube schon 24 Stunden gewesen. Nice. Ich war gestern noch bei Kollegen gewesen und bin dann einfach auf der Couch eingeschlafen. Heute ist noch eine Stunde dazugekommen. Aber ja, ich bin mich am Erholen, es kommt gut und freue mich jetzt auch auf die Folge mit frischem Kopf. Und ich habe ja gelernt, Ivo, ich habe viel reflektiert über mein eigenes Verhalten und darum bin ich jetzt so mir dann bewusst, dass ich dich auch frage, wie geht es denn dir? Danke vielmals fürs Fragen. Mir geht es gut. Ich hab mich im Fall wirklich gefragt, falls mich der Timid fragt, was antworte ich, wie es mir geht. Weil eigentlich geht es mir gut, aber es geht mir auch nicht gut, je nachdem welche Ebene. Weil ich bin immer wieder erstaunt, wie alt mein Körper ist. Ja. Hey, Horror. Also wir sind erst 28. Wir sind beide 28, aber mein Körper fühlt sich wirklich an wie 60. Hey, unglaublich. Ja. Nach jedem Training meine Hüfte, mein Rücken, mein Knie, jetzt einfach nur mein Knie dazukommen. Wieso? Der ist ready für Pension. Zum Glück haben wir beide Jobs, wo man mehr den Kopf braucht als den Körper. Ja. Stell dir vor, du bist dann so... Ich meine, wir sind jetzt knapp 30. Ja. Mit 40 wird es nicht besser sein, mit 50 auch nicht, mit 60 erst recht nicht. Und dann geht's... Ja, oder hast du das Gefühl, es wird mal noch besser? Hey, ich bin mich dann wirklich am Fragen, ob es irgendeinen Weg gibt, wenn ich so nachhaltig meinen Körper könnte unterstützen, weißt du, so mit Übungen, Mobility und so. Aber ich meine, meine Knie sind einfach nicht gut, meine Hüfte ist einfach nicht gut. Und das ist jetzt nicht eine Ausrede. Gib doch nicht einfach deine Schuld, Alter. Nein, es ist einfach so. Ich meine, meine Bänder sind nicht gut. Fertig. Vielleicht musst du so eine Bluttransfusion. Der heißt der Brian Johnson. Ja. Yeah. So einer, der so einfach alles, wo Millionen jährlich ausgeht, um möglichst jung zu bleiben. Er sieht zwar ein bisschen aus wie ein Geist, aber der hat irgendwie Bluttransfusion, Stammzellenspende von seinem 18-jährigen Sohn bekommen. Das ist ein bisschen weird, ein bisschen sketchy. Das wäre eigentlich auch mal ein spannendes Thema, das ganze Longevity-Ding. Ja. Ich weiss jetzt nicht, ob wir da die Richtigen wären, eben genau wegen unserem Problem. Ja, nein, es geht ja nicht ums Thema, wie man den Körper jung hält, sondern das ganze Thema Altern. Oder? Und wieso? Das wäre noch spannend mit jemandem, der sehr alt ist, das zu führen. Ja. Wäre noch spannend. Gerne uns da Bescheid, wenn euch das interessieren würde. Voll. Hey, du hast schon angetönt, das Thema von dieser Folge. Es geht um das Thema Reflektieren. Und wie wir auf das Thema gekommen sind, hat so ein bisschen unterschiedliche Gründe. Zum einen war ja der Kyle Warley bei uns, wo einfach auch nochmal die Wichtigkeit von der Fähigkeit können, sich selber zu reflektieren, nochmal wirklich rausgehoben hat. Zum anderen hat uns jemand geschrieben auf Spotify. Genau. Hat einen Kommentar hinterlassen, dass das ein spannendes Thema wäre. Wie die Person geheißen? Weiß nicht genau. Ah, okay. Also, wieso weißt du denn, dass es sie geschrieben hat? Nein, der Name ist, ich weiß nicht genau. Weiß nicht genau. Der Spotify-Name ist, weiß nicht genau. Yes.
Genau, die Person hat uns geschrieben zum Modell, ob wir mal etwas könnten dazu machen zum Reflexionszirkel Das nach ist der Gibbs Reflective Cycle. Gibbs Reflecting Cycle. Genau, da werden wir auch noch drauf eingehen. Wir werden aber das Thema ein bisschen ausweiten, weil wir dann wirklich gemerkt haben, hey, es ist nicht nur im Sport sehr wichtige, ich sage jetzt mal Basisfähigkeit, und mit Basis meine ich nicht vom Schwierigkeitslevel, sondern Basis, weil das ist das Fundament für ganz viele weitere Prozesse, die darauf folgen. Auch im Leben einfach. Und ich meine, wir sind schon lange mit dem Gedanken am Spielen, einen Erfolg zu diesem Thema zu machen, weil wir selber uns sehr fest beschäftigen mit Reflexion und sich selber zu reflektieren. Ich meine, das kann man allein machen, aber auch als Zweite oder in einer Gruppe. Und ich meine, wir tun uns sehr oft unterhalten zu, ja, was man könnte anders machen, was vielleicht gut ist, was nicht gut ist. Und grundsätzlich machen wir das ja alle in unserem Leben. Aber es gibt dann doch auch noch vielleicht ein paar wichtige Gedankenanstöße und vielleicht so ein bisschen Varianten, ja, wo einem vielleicht einen neuen Blick gibt auf Reflexion. Weil in meinen Augen ist Reflexion die einzige Variante, um bewusst Veränderungen in seinem Leben anzubringen. Bewusst, ich sage bewusst, weil Veränderungen passieren immer. Die Frage ist, ob wir dort die Kontrolle über die Veränderung haben oder ob sie auch gewünscht ist. voll. Also eigentlich die Fähigkeit, um seinen eigenen Handlungsspielraum auch nochmal zu erweitern. Voll, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Das Thema Circle of Influence, erste Folge. Stimmt. Krass, ja. Was kannst du verändern? Und für das musst du zuerst mal auch bewusst werden, wo kannst du ansetzen. Weil sonst bewegst du dich irgendwo im Leben. Und was verbindest du mit der Reflexion in deinem Leben? Ist es etwas Anstrengendes? Ist es etwas Erfüllendes? Ist es notwendig? Was assoziierst du mit Reflexion? hey, lustig, gerade all 3 Wörter, die du gesagt hast. Weil das sind die, die mir als erstes sind groß. Weil es ist manchmal anstrengend. Es ist notwendig. Und was ist das dritte Wort? Nein, es nicht mehr. Fuck. Das auch noch. Ja. Nein, weil, warum finde ich es anstrengend? Man muss sich Zeit nehmen für das. Es kann schon so einen Moment geben, wo so aus dem Nichts in einem Gespräch vielleicht plötzlich so ein Lichtblitz. Wo man merkt, etwas bewusst wird, oder? Aber so eine gezielte Reflexion, wo man sich Zeit rausnehmen, um sich einen Gedanken machen zu einem gewissen Thema. Und das ist manchmal anstrengend. Und man muss manchmal auch sich mit gewissen Sachen auseinandersetzen, die einem vielleicht ja nicht so Spass machen oder sich selber Unangenehmer sind. Unangenehm, wo man halt einfach auch so ein bisschen einen Realitätscheck vielleicht auch bekommt. Aber, weil es Wort ich auch sehr stark mit dem in Verbindung bringe, ist Erleichterung. Oftmals nach einem Prozess, und ob ich das jetzt allein mache oder mit jemandem, ich bin immer sehr erleichtert nach dem. Ich glaube, weil es einem, oder zumindest geht es mir so, weil ich habe das Gefühl auch, es gibt einem einen Weg. Und vorher, bevor man reflektiert hat, meistens, wenn es etwas Unangenehmes ist, wenn irgendeine Situation nicht stimmt oder wenn man Unklarheit hat in seinem Leben, dann ist ja, du weißt, es ist da, aber du weißt noch nicht, was es ist oder in welche Richtung das vielleicht die Lösung geht. Mhm. Und wenn du dann darüber reflektiert hast und vielleicht auch kannst sagen, hey, das ist nicht gut gewesen, dann ist es so ein bisschen eine Erlösung. Das Gewicht geht von dir weg, weil du bist so, okay, A, ich weiss jetzt, was es ist, und B, weiss ich vielleicht sogar schon, was ich machen muss, um dort etwas zu verändern. Mhm. Und darum auch, glaube ich, ist die einzige Variante, zum proaktiv Veränderung anzustoßen. Ja. Wahrscheinlich ist es einfach das. Wir haben uns auch noch über die Definition unterhalten. Was ist die Definition von Reflexion oder von Reflektieren? Und ich meine, da gibt es verschiedene, wenn du kannst schauen. Aber für mich ist Reflexion die Fähigkeit, über Vergangenes nachzudenken und daraus Schlüsse ziehen für die Zukunft. Mhm. Also ich denke über etwas nach, was mir passiert ist oder wie ich mich verhalten habe
und kann aufgrund von dem nachher sagen, okay, das will ich nicht mehr oder das will ich mehr oder was auch immer und dann eine Veränderung für die Zukunft anstoßen. Ja. Du hast vorher den Faktor Zeit reingenommen. Dass es Zeit braucht, Ja. zum Reflektieren. Und was mir die letzten 2 Wochen bewusst worden ist, dass es vielleicht heutzutage schwieriger ist, um sich die Zeit zu nehmen, weil es so viel einfacher ist, um sich ablenken. Ich habe mich selber ertappt, wie ich mich bewusst ablenke mit Social Media, wenn mich irgendetwas belastet oder beschäftigt. Mhm. Also ich habe irgendein Thema, wo ich so bin, ich fühle, dass es nicht gut ist oder es ist belastend. Und dann fängt vielleicht der Kopf an, so ein bisschen kreisen und du bist so in dieser Negativspirale. Und was gibt es Einfaches, als da muss jetzt kommen, als sich einfach mit Social Media Clips zu bedröhnen Mhm. und all die Gedanken einfach zu killen. Mhm. Und das habe ich noch interessant gefunden, weil ich glaube, früher hast du sehr viel Zeit zwischendurch gehabt. Heutzutage ist der Tag wahrscheinlich sehr viel durchgetakteter und alles, was dazwischen ist, zwischen Programm A und B, wird gefüllt mit Social Media. Du bist im Zug, du kannst das Handy. Früher war der Zug ein Ort gewesen, wo du vielleicht mit jemandem wie redest, wo du vielleicht aus dem Fenster raus schaust und melancholisch über irgendein Thema nachdenkst. Mhm. Das hast du heute nicht mehr. Ja. Oder sehr, sehr viel weniger. Und das ist ja genau das, wenn du eine Lösung oder einen Weg versuchst zu finden, kommt er auch oftmals ja aus dir selber. Und für das musst du dir wie auch die Zeit geben oder den Raum können geben, dass das passieren kann. Und das passiert nicht, wenn zu viel um dich herum passiert, oder? Und mit Social Media schon gar nicht. Vielleicht, bevor wir jetzt darauf eingehen, wie du reflektierst oder wie ich reflektiere, wann reflektierst du? Und das, Ich sollte wahrscheinlich mehr reflektieren. Oder mir mehr Zeit nehmen dafür. Ich glaube, dass ich den Vorteil habe, dass es wie auch Teil von meiner Erziehung war, dass man mich sehr oft gefragt hat, wieso machst du das und wieso nicht jenes, dass es mir wie einfacher fällt, über so Sachen zu reflektieren zwischendurch, in so kleinen Sessions und das gar nicht wirklich bewusst passiert. Aber wenn es grössere Themen sind, dann tue ich dann reflektieren, wenn ich merke, es ist etwas da. Irgendetwas ist nicht gut. Das kann sein mit einer Beziehung, das kann sein mit einem Verhalten. Manchmal merke ich, ich muss jetzt reflektieren und das tönt so, als wäre es so meditieren, ich setze mich an und darüber reflektieren. Aber ich meine mehr einfach so, man nimmt sich die Zeit, um darüber nachzudenken und man tut sich auch dem unangenehmen Stellen von, ich tue jetzt mich mal schnell mit meinen Fehlern auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn so, manchmal verhalte ich mich und dann im Nachhinein bin ich so, oh, das hätte ich nicht machen sollen. Das haben wir auch schon beim ADHS gehabt, wo dann nachher ins Gedankenreisen reinkommst und so bist du so, oh, das ist nicht gut gewesen und was denkt jetzt die Person? Und wenn ich das spüre, von, es ist nicht gut, dann ist meistens der Moment, wo ich merke, jetzt solltest du vielleicht schnell dir überlegen oder dir wirklich einfach schnell damit auseinandersetzen, hey, wieso fühlt sich das nicht gut an? Was hast du denn gemacht und was willst du in der Zukunft anders machen? Mhm. Wie ist das bei dir? Tust du regelmäßig, also weil bei mir ist es sehr punktuell. Es passiert etwas, ich darüber reflektieren. Es gibt aber auch Leute, die sehr regelmäßig reflektieren. Es hat ein bisschen beides. Also, es hat so, genau, es sind so die zwischenmenschlichen Sachen. Das sind für mich so die kleineren aktuellen Themen, wo du einfach so merkst, irgendwie etwas ist ein bisschen komisch, oder? Weil es löst etwas in dir aus, wo du merkst, da sollte ich mal hinschauen. Mhm. Aber dann gibt es wie auch so ein bisschen die grösseren Themen, so ein bisschen die Jahresthemen oder so, weißt? Und ich hatte das gerade letzte, habe ich das gehabt, wo ich mich so gefragt habe, am Morgen ist das gewesen, wo ich mich wirklich so gefragt habe, oder es ist so ein Gefühl aufgekommen, wie möchte ich eigentlich arbeiten gehen? Mhm. Mit welcher Energie, Mhm. mit welchem Gefühl. Weil ich habe einen neuen Job angefangen und oftmals eben, willst du ja auch dort gut ankommen und so. Und ich habe gemerkt, aber wie möchte ich dort eigentlich arbeiten? Weißt, wie möchte ich mich dabei fühlen und so? Und es ist nicht
eine Diskussion gewesen oder ein zwischenmenschliches Ding, sondern wirklich einfach so eine Grundsatzfrage, die es bei mir wie aufgeploppt hat. Das war am Morgen, gewesen, wahrscheinlich über die Nacht, wo irgendwelche Sachen noch verarbeitet worden sind. Und ich so gemerkt habe, okay, das ist das Thema, das ich wieder anschaue. An dem Morgen hatte ich dann keine Zeit gehabt, aber ich habe gemerkt, hey, da ist etwas, oder? Und dann habe ich mir dann wirklich so Zeit genommen für das. Aber, und das meine ich eben, manchmal gibt es so grössere Sachen, wo irgendwie wie so merkst, hey, was mache ich eigentlich? So ein bisschen generell. Oder wie mache ich etwas? Wo du so ein bisschen deine Haltung dahinter auch hinterfragst, was ein bisschen übergreifender ist. Also wie so das Situative, Zwischenmenschliche oder einfach einmal so eine Grundsatzfrage. Was mache ich? Wie mache ich es? Warum mache ich es? Und das ploppt bei mir eigentlich einfach so auf. Und oftmals ist es am Morgen, weil dann irgendwie wie so die Ruhe war von der Nacht. Und man sagt ja oftmals, schlafe eine Nacht drüber, weil in der Nacht verarbeitet ja unser Unbewusst auch noch vieles. Und darum bei mir entsteht das meistens am Morgen, wo ich merke, da ist jetzt etwas. Und dann merke ich, da nehmen wir jetzt Zeit. Und es kann auch sein, dass ich mir unter der Woche gar keine Zeit kann nehmen für das. Aber dann sage ich, okay, jetzt am Samstag. Und dann freue ich mich so, damit auseinandersetzen. Und wie sieht denn das nachher aus? Weil du hast jetzt gesagt, wann du reflektieren? Hey, und jetzt das wäre die Folgefrage nachher, wie? Wirklich so bei diesen Themen, hey, dann muss ich zuerst Sport machen. Okay. Weil das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Auch bei den kleinen Sachen, ich muss in einem emotionalen Zustand sein von einer Ausgleichheit. Oder? Und ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ich muss ausgeglichen sein und dann brauche ich ein fucking Flipchart. Wirklich? Nachher Ja. gibt es eine Flipchart-Session? Ja. Krass. Hast du da ein Flipchart? Also die Papier? Ja. Ja. Krass. Ich habe so das Teil noch mit Nägeln gemacht in die Wand und dann schreibe ich es dort auf. Und Geil. ich finde es eben lustig, dass ich das für mich selber reflektiere, mega oft und visualisiere, aber ich brauche das sonst eigentlich fast nirgends. Obwohl ich ja selber irgendwie die Beziehung visualisieren ist Ja. so wichtig und das haben wir ja auch zusammen, oder du hast das gesagt, zum Thema Intervision, also wenn man in der Gruppe etwas bespricht, wenn man in einer Gruppe über etwas redet, zu einem Fall, zu einem Problem, unbedingt visualisieren, dass es alle vor Augen haben, oder? Und irgendwie, ich merke, für mich macht das mega oft. Und ich habe dort nicht so ein mega klares Vorgehen, aber Einfach mal Gedanken aufschreiben. ich tue es einfach mal rauslassen. Ja. Einfach mal rauslassen. Und oftmals hat es eine verschiedene Stufen in dem Prozess rein, dass ich sicher einfach mal alles muss draussen haben muss. Dann schauen, wie ist es jetzt? Was ist eigentlich gut so? Was kann ich beibehalten? Was läuft schon? Und wo merke ich, was möchte ich anders? Und dann habe ich wie mal so eine Grundlage und dann muss ich mit Leuten darüber reden. Und da rede ich sehr gerne mit dir zum Beispiel über das. So, wo du denkst, okay, das ist jetzt eine Person, die eine neutrale Haltung einnimmt, wo man dann wie auch nochmal so sehr gute Impulse kann geben kann, weil ich mir schon eine Grundlage geschaffen habe, oder? Und ich komme nicht mit so einem negativen Gefühl, dann ist es einfach so ein Abladen. Klar, machen wir das ja manchmal auch, wenn etwas geht, ein bisschen Stress oder so. Aber darum habe ich vorher gesagt, ich muss Sport machen, dass ich ausgeglichen bin. Ja. Weil dann gelingt es reflektieren wie auch besser, als wenn die so eine... Und das merke ich auch bei mir, das ist mir bewusst worden, wenn ich schlecht drauf bin, kann ich nicht reflektieren, dann tue ich Gedanken kreisen. Ja, ja. Und dann komme ich nicht so gut aus dem raus. Hey, vielleicht um da ein konkretes Beispiel zu geben. Weil jetzt, ich weiß nicht, wie greifbar das ist für die Leute, die zuhören. Ich kann, also vielleicht, wenn ich erzähle, wie ich reflektiere, ich glaube, deckt sich das ähnlich wie bei dir. Aber ich möchte zu einem konkreten Beispiel geben, weil, es ist noch lustig, gerade gestern bin ich bei Kollegen gewesen, dort, wo ich eingeschlafen bin. Und wir haben, es war Wochenende gewesen, und wir haben irgendwie ein bisschen Eis getrunken. Und dann gibt es so ein Trinkspiel, das heißt Kings Cup. Und du hast so Karten dort und du nimmst Karten und jede Karte heisst irgendwie etwas und du musst dann irgendwie etwas machen. Und wir haben aber die klassischen Regeln haben wir angepasst. Und haben quasi neue Regeln definiert für Karten. Und es gibt 2 Karten, das 4 und das 5. Nein, das 4 und das 6. Und beim 4 musst du dir selber die Ehre abschneiden. Und beim 6 musst du die Ehre von jemand anderem abschneiden. Und das sind wirklich enge Kollegen. Aber wenn du das 4 ziehst und bei dir selber die Ehre abschneidest, dann musst du etwas sagen, wo du dich vielleicht ein bisschen dafür schämst oder wo du nicht zufrieden bist mit dir selber oder wo du quasi weißt, dass es eine schlechte Charaktereigenschaft von dir ist. Und beim 6 musst du das jemand anderem sagen.
Also du musst ihm sagen, hey, mich stört, dass du das und das und das machst. Das ist ja so ein destruktives Trinkspiel. Ja, nein, aber es ist noch funny, weil du wirst, ich meine, oftmals sind es dann Sachen, die so ein bisschen nicht so in die Tiefe gehen. Dann sagst du irgendwie, hey, es stört mich, dass du an mich so unordentlich bist. Aber immer so, ich sage, immer wieder mal kommt etwas auf, was wirklich ernst ist. Und dann wird es einfach ruhig am Tisch. Und dann wird so etwas gesagt. Und dann wird das irgendwie angenommen und man kann es irgendwie verarbeiten. Ist dann vielleicht ein bisschen bittere Pillen, aber es wird einmal ausgesprochen. Und es ist sehr, also eben, es sind sehr, sehr enge Kollegen. Und es ist sehr, schon destruktiv, aber auch sehr wertschätzend. Mhm, nice. Und ich habe gestern, wir müssen selber die Ehre abschneiden. Zu einem Thema, das ich da auch reinbringen als Beispiel für die Reflexion. Ich habe aktuell so ein bisschen, weil seit diesem Jahr kommt bei mir einiges mehr Geld rein als in den vergangenen Jahren. Durch meine Selbstständigkeit und ja. Fertiges Studium auch. Fertiges Studium und voll. Und ich weiss aktuell noch nicht so, wie mit dem umgehen. Weil es ist einfach viel zu viel Geld für einen 28-Jährigen, der die Ausgaben hat, die ich habe. Und ich merke eine Seite an mir, wo ich dann, ich will es nicht prahlen nennen, aber es ist etwas, das mich beschäftigt, wo ich mich vielleicht auch darüber freue und wo dann als jemand die mal aufkommt in einem Gespräch, wo ich dann im Nachhinein merke, das habe ich eigentlich gar nicht wollen. Also ich teile das, dass irgendwie so, ja, jetzt habe ich den und den Auftrag gehabt und da ist so und so viel Geld reingekommen und blablabla. Wo ich dann nachher merke, so, oh, jetzt irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen prahlerisch übergekommen, oder das ist vielleicht irgendwie arrogant übergekommen. Und das ist jetzt so, ich würde sagen, seit 2-3 Monaten ist das ein Thema bei mir. Und das habe ich gestern ausgesprochen, weil ich mich die letzten vielleicht 3-4 Wochen fest damit auseinandergesetzt habe und fest darüber reflektiert habe, wieso dass ich dann das mache. Und bei mir sieht dann die Reflexion so aus, dass ich mir zuerst mal überlege, okay, was stört mich denn da? Und mich stört ganz klar, ich will nicht arrogant oder überheblich überkommen. Und ich will nicht irgendwie eine Position einnehmen, wo andere das Gefühl bekommen, dass ich mich für etwas Besseres halte. Und dann habe ich gefragt, okay, wieso kommt es denn überhaupt dazu, dass ich das sage? Und das ist einfach, weil ich enthusiastisch bin, weil ich mich darüber freue, dass die Aufträge reinkommen und auch über halt nachher dann das Geld, das ausgezahlt wird. Und aus dieser Reflexion heraus nachher, und ich habe das übrigens dort dann gesagt am Tisch, und die anderen haben dann gesagt so, ja, das haben wir schon gemerkt und das stört uns schon ein bisschen. Und das ist dann, also, aber transparent und nicht irgendwie destruktiv, sondern einfach gesagt, hey, ja, und jetzt ist für mich wie schaffe ich es, den Enthusiasmus überzugeben, ohne dass es so überkommt, dass es mir nachher unangenehm ist. Mhm. Und das braucht Zeit und ist ein bisschen unangenehm, darüber nachzudenken, weil du musst dich damit auseinandersetzen, bin ich vielleicht arrogant? Bin ich vielleicht überheblich? Ja, und das hat schon auch Zeit gebraucht. Ich meine eben, das ist jetzt das Thema, ich mache das seit vielleicht 2-3 Monaten und das ist mir so im letzten Monat bewusst worden und jetzt die letzten 2 Wochen habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann auch nachher mit Freunden darüber geredet. Und das ist für mich zum Beispiel so eine Reflexion von einem mittelgroßen Thema. Ja. Ich finde es sehr spannend, es sind mehrere Punkte zu den Sinn gekommen. Möchtest du im Podcast noch eine Aussenwahrnehmung von mir? Gern. Weil wir sind ja doch sehr nah. Ja. Und ich habe das schon auch wahrgenommen. Ja. Fuck, Mann. aber jetzt musst du eben hören. Und ich finde das eben bei dir eher eine Charaktereigenschaft. Jetzt let me talk, weil... Let me talk! Weil, wir kennen uns doch schon lange und ich habe dich erkannt, wo du im Studium warst, wir haben zusammen gewohnt und als Pizzakurier, was hast du denn, 20 Franken auf die Stunde verdient? Ja, knapp. Und du bist auch dort sehr ehrlich gewesen. Also, und für mich ist das wie so eine Ehrlichkeit einfach, eine sehr offene Art, um über das zu reden. Okay. Und klar ist jetzt, wenn der Stundenlohn nicht 20 Franken ist, um einiges mehr Enthusiasmus herum, Ja. weil es ja einfach auch schön ist, oder? Wenn du die Sicherheit hast. Ja. Aber du bist ja früher schon sehr ehrlich gewesen über deine Finanzen. Ja, das stimmt. Aber nicht alle haben so ein enges Verhältnis wie wir zwei.
Und da muss ich trotzdem aufpassen, dass die Leute, die quasi den Team kennen, der Pizzakuh war und vielleicht irgendwie gleichzeitig noch im Unispital gearbeitet hat, um einfach irgendwie auf seine 1500 Franken zu kommen im Monat, um sich seine Wohnung zu leisten oder seinen Lebensunterhalt, dass die dann nicht das Gefühl bekommen, ja, wie überheblich eigentlich. Weil das stimmt, ich bin schon sehr transparent mit dem und es nimmt mich auch Wunder von anderen, weil ich finde, Geld ist etwas, wo man mehr darüber reden sollte, weil man davon profitieren kann auch, weil man voneinander lernen kann. Aber das ist, ich bin nachher immer mit so einem unguten Gefühl raus. Und das ungute Gefühl hat dazu geführt, dass ich gefunden habe, jetzt musst du mal genau überlegen, wieso. Ja. Aber ist ja super. Ja. Das ist ja super. Und der zweite Punkt, den mir da jetzt noch in den Sinn kommt, ist so ein bisschen allgemeiner. Ist so das Warum. Oder? Und das ist bei mir, ich habe das jetzt vorher gesagt, dort jetzt sowieso in allgemeineren Themen, ich frage mich so oft, wie mache ich etwas, oder? Wenn ich weiss, warum, dann so ein bisschen, wie mache ich etwas, wie möchte ich eigentlich durch meinen Tag durchgehen, dass es mir gut geht. Oftmals ist aber die Frage auch, warum etwas ist. Und das kann für ein Verhalten sein, das kann aber sein, warum mache ich überhaupt etwas. Ja. Und zwar, mein Beispiel ist, als ich meinen neuen Job angefangen habe. Das war im Mai. Das heisst, wir hatten dort unseren Podcast schon gehabt. Und im Podcast der Podcast ist öffentlich. Wir reden über manchmal sehr, nicht mega private, aber doch auch private Beispiele. Und ich habe dort angefangen und weil du auch dort gearbeitet hast, haben doch schon ein paar gewusst, dass ich einen Podcast habe. Ja. Mit dir. Und auch schon reingelassen. Und ich habe dann dort angefangen, all die Leute kennengelernt und gewisse haben gesagt, hey, ich habe schon im Podcast reingelassen, cool. Und mein erster Moment war so, nice, schon mal ist irgendwie ein Anschlusspunkt und so. Ich finde es ja immer schön, wenn du neue Leute kennenlernst und irgendwie schon etwas gehört und es ist auch positives Feedback zurückgekommen. Und irgendwann, so, glaube ich, in der zweiten Woche ist wieder eben so ein Gefühl in mir aufgekommen, ein negatives Gefühl, ich kann es nicht ganz benennen, was es ist. Vielleicht irgendwie eine Angst. Ist es gewesen? Eine Angst von oh shit, was für ein Bild gebe ich ab im Podcast und möchte ich, dass eigentlich mein Job, wo ich neu anfange, das Bild wie auch so übernehmen können, oder? Weil wenn du seit 5 Jahren am gleichen Arbeitgeber bist, dann irgendwie die Leute wissen, wie du bist und wenn der Podcast relativ ähnlich ist, dann passt das. Aber wenn du ja neu mit anfängst, willst du ja wie dich von der besten Seite zeigen, du willst einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich so gemerkt, oh shit, die Leute haben ja wie die Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu holen über den Podcast, obwohl sie mich gar noch nicht kennen. Ja. Und das hat mich mega verunsichert. Es hat mich wirklich verunsichert. Und ich habe dann wirklich so mich fragen, warum verunsichert mich das so? Und ich habe mit dir über das geredet. Ich habe mit jemandem vom neuen Geschäft, der so ein bisschen mich einführt, über das geredet. Und ich irgendwie schon das Vertrauen auch zu ihm hatte, dass ich jetzt über das reden. Und ich habe mit ChatGPT über das geredet. Krass. Und das ist für mich nochmal eine neue Variante zum Reflektieren, die ich mittlerweile sehr oft brauche, ChatGPT zum Reflektieren. Aha. Es gibt ja auch unterschiedliche GPTs, wo unterschiedliche Modelle. Unterschiedliche Modelle, wo ja auch schon vielleicht aufs Reflektieren müssen mal in dem Chat, was ist das? Bei Entdecken auf ChatGPT kann man dann mal schauen, was gibt es so für Möglichkeiten. Es gibt schon von diesen Modellen, die ich echt cool finde. Und dort habe ich mich dann nochmal so ein bisschen hinterfragen, warum löst das etwas aus? Und es ist ja so ein bisschen eben ein Bild geben, wo du Kontrolle ist nicht mehr da, weil ich durch den Podcast irgendein Bild abgebe und die Person, die es hört, macht sich das Bild selber. Also allererst habe ich gemerkt, okay, ich habe die Kontrolle nicht mehr, was sich die Leute für Bilder machen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das habe ich sowieso nicht. Also habe ich aber erst im Nachhinein wieder merken, hey, und dann ist wieder so ein bisschen ein Punkt gekommen von wie möchte ich mich im Job geben. Das kann ja manchmal anders sein als im Privatleben. Habe aber gemerkt, hey, eigentlich so im Podcast sind wir doch sehr authentisch, was ich sehr schön finde. Ja. Und so möchte ich auch im Arbeiten sein. Ich möchte beim Arbeiten authentisch sein und nicht irgendeine Maske tragen. Und ich habe dann auch gemerkt, hey, es ist eine Chance, um so sein, wie ich bin,
Von Anfang an. Krass. Und ich weiss ja nicht, wer alles von meinem Team oder vom Büro den Podcast hört. Keine Ahnung. Gewisse sagen es mir, gewisse sagen es auch nicht, was ja okay ist. Aber ich habe die Chance, um so zu sein, wie ich bin, von Anfang an. Ich muss mich nicht verstellen. Und Es ist eigentlich echt befreiend. darum, das war für mich eine riesige Erleichterung, als ich so gemerkt habe, ich bin mit einem Gefühl von Angst und Unsicherheit irgendwie in den Prozess hinein. Und ich habe gemerkt, es löst irgendetwas Ungutes aus. Und bin aus dem Prozess raus mit mega positiven Gefühlen so, hey, ich kann sein, wie ich bin. Ja. Geil. Ist Reflexion. Und ja, wir sind sehr authentisch. Die Frage ist jetzt, wie authentisch wenn man sie, oder wie ehrlich, wie offen wenn man sie in anderen Bereichen von unserem Leben. Weil ich glaube, es ist sehr einfach, über Reflexion zu reden am Arbeitsplatz. Oder sehr viel einfacher als im Privatleben. Was ich noch interessant finde, ist, und da werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht alles sagen, aber was ich interessant finde, ist zu reflektieren in Beziehungen. Mhm. Weil dort dann einfach so vieles passiert zwischenmenschlich und so viel Unsicherheit entsteht oder kann entstehen. In Liebesbeziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen, in familiären Beziehungen. Und was ich so interessant finde, ist zu sehen, wie Leute in Liebesbeziehungen vor allem sind, unzufrieden sind und sich nicht mit auseinandersetzen. Auch beidseitig nicht, also auch nicht miteinander darüber reflektieren und auch nicht allein. Und ich finde, das ist so ein grosser Punkt, wo man so vieles davon mitnehmen könnte. Wenn man sich einfach getraut, um in einer Liebesbeziehung zu reflektieren und zu überlegen, was stört mich an dir oder an unserer Beziehung. Und das getraut auch aussprechen, weil nur dann, und da gehe ich wieder auf mein Anfangsstatement, Reflexion ist die einzige Variante, proaktive Veränderung anzustoßen. Weil nur dann, wenn du in einer Beziehung reflektierst miteinander, hast du die Chance, um etwas in die Richtung zu verändern, die du auch willst. Miteinander. Ja. Oder auch einzeln. Also ich meine, es kann ja sein, dass ich in meiner Beziehung mit jemandem konfliktfreudig bin oder eifersüchtig und ich mich dann hinterfragen oder muss reflektieren, hey, wieso bin ich eifersüchtig? Ist es, weil ich mal betrogen worden bin? Ist es, weil ich mal das und das erlebt habe? Und dann mit dem arbeiten. Mhm. Und dann sich überlegen, okay, wie möchte ich weitergehen? Will ich weiterhin eifersüchtig sein? Oder will ich mir überlegen, gibt es vielleicht eine Variante, wo ich nicht eifersüchtig bin, wo mir vielleicht mehr Zufriedenheit gibt? Aber was ich so oft sehe in Liebesbeziehungen, einfach weil so viel Komplexität da rum ist, dass man sich nicht getraut, zu reflektieren. Und zum einen für sich selber, aber auch miteinander sich zu überlegen, hey, wenn wir so die Beziehung führen, wie wir sie gerade führen. Hey, das ist genau das, weil du hast am Anfang mit dem angefangen, es ist einfach, sich abzulenken, weil eben eventuell muss man sich die unangenehmen Fragen stellen. Und gerade in einer Beziehung, wenn wir die Beziehung so führen, wie wir sie führen, wenn nein, heisst, okay, wie können wir sie miteinander führen? Mhm. Und vielleicht kommt irgendwann einmal die Frage, wenn wir sie miteinander weiterführen. Ja. Ich finde es. Oder? Und das sind dann eben wirklich die unangenehmen Fragen, die kurzfristig mit unschönen Veränderungen einhergehen. Ja. Habe ich das Paradox vom. Ich weiß nicht, wie es heißt. Habe ich das schon mal erwähnt, dass wenn etwas schlimm ist es oft schlimmer, als wenn etwas sehr schlimm ist. Nein, Okay. Nein, zum Erzählen. Let me cook. Okay. Und zwar, Situationen, die schlimm sind oft schlimmer als eine Situation, die sehr schlimm ist. Das ist jetzt ein bisschen ein Brainfuck, aber ich gebe ein Beispiel. Mhm. Eine Beziehung, die mich unzufrieden macht, wo mir nicht die Zufriedenheit gibt, aber es ist eigentlich okay, wir haben einen schönen Moment, ist oft schlimmer als eine sehr toxische Beziehung. Weil die sehr toxische Beziehung führt dich dazu, dass du etwas veränderst. Und führt dazu, dass du sagst, hey, ich halte es nicht mehr in einer toxischen Beziehung aus, ich tue die beenden. Die nicht ganz so schlimme Variante von, hey, es ist okay, wir funktionieren miteinander, wir haben einen lustigen Moment, aber irgendwie, die ziehst du vielleicht über Jahre mit und veränderst nichts.
Und dort setzt für mich Reflexion an. Weil wenn etwas sehr, sehr schlimm ist, dann sind die Emotionen sehr, sehr stark und du musst vielleicht gar nicht wirklich proaktiv reflektieren, weil du einfach bist so, ich brauche jetzt Veränderung. Und dann machst du es. Und Situationen, die nicht so schlimm sind, die aber trotzdem belastend sind, dort setzt nachher für mich Reflexion an, dass du so Situationen möglichst früh erkennst und darüber kannst reflektieren, sodass du auch dort schon die kleinen Veränderungen anbringst. Und mit Hilfe von dem passiert nachher das Paradox nicht. Dass etwas, was schlimm ist, oft schlimmer ist als etwas, was sehr schlimm ist. Mhm. Ist das? Ja, es geht ja eigentlich darum, dass die Summe macht es eigentlich schlimmer als etwas, was sehr schlimm ist. Ja, dass du quasi über sehr lange Zeit Ja. etwas quasi dir aushaltest, was schlimm ist. Ja, Ja, voll. und das ist eigentlich das Gleiche auch beim Arbeiten. Wenn du einen Job hast, der dich Yes. so semi-befriedigt, manchmal ist es okay, manchmal ist es ein bisschen scheiße, aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, voll gemobbt wirst und alle Oder sich die Arbeit mega unzufriedenstellend ja, ist. aber es ist so, Du hast keine Entwicklungsmöglichkeit. ja, Du und bist dann, vielleicht so. und irgendwie, ja, und du bleibst so dort rein, aber so die Summe nach 5 Jahren ist so, boah, fuck. Als wenn es einfach wirklich richtig, richtig schlimm ist, dann tut das viel mehr Veränderungsenergie freisetzen. Ja. Ja. Und darum finde ich, dort ist Reflektieren so entscheidend. Weil wenn es nicht ganz so schlimm ist, aber dich trotzdem nicht zufriedenstellt, dann kannst du dort ansitzen, wenn du das erkennst, darüber reflektieren und dir überlegen, okay, was muss sich verändern? Was muss sich verändern, dass die Situation nicht mehr so schlimm ist oder nicht mehr die Negativität für mich hat? Mhm. Eine Lösung ist vielleicht, ich beende es, jetzt schon. Eine Variante ist, ich verändere etwas. Ich rede mit den Leuten darüber. Beim Job kann das sein, hey, ich suche mit der Chefin oder dem Chef ein Entwicklungsgespräch und sage, hey, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich suche vielleicht mit dem einen Mitarbeiter, wo ich immer wieder mal ein bisschen zoff habe, aber so ein bisschen kalten Konflikt habe, suche ich ein Gespräch und sprich das mal an. Oft, wenn du es ansprichst, ist es einfach schon mal meistens weg. In einer Beziehung kann das sein, hey, irgendwie, wir haben nicht mehr so die Energie, nicht mehr so die Liebe füreinander. Das mal ansprechen mit dieser Person. Oder es kann sein, hey, ich plane jetzt einfach mal jede Woche ein Date und schaue, was dann passiert. Aber die Situationen, die einfach mühsam sind, ein bisschen schlimm, aber nicht ultra, dort setzt für mich Reflexion an. Dass du dort ansitzt. Es ist nicht ultra schlimm, das jetzt mit meinem Problem, wo ich sage, mit diesen neuen Jobs und dem mehr Geld, das reinkommt und dieser Prahlerei. Es ist nicht mega schlimm. Aber wenn ich nichts dagegen mache und das über Jahre mitziehe und nichts dort verändere, dann kann es sein, dass einfach mal dort ein Kollege abspringt, das kann sein, dass dort mal irgendwie jemand findet, Junge, was ist denn das für ein komischer? Und dann passiert etwas. Mhm. Wenn ich aber in dem Moment mir überlege, okay, will ich das? Oder will ich da etwas anpassen? Was will ich anpassen? Will ich vielleicht ganz damit aufhören? Dann kann ich dort nachher die Veränderung proaktiv steuern. Mhm. Ich finde, das ist so wichtig. Extrem. Dass man sich einfach den Mut annimmt, um die nicht ganz so schlimmen Sachen mal anzugehen, obwohl es vielleicht unangenehm ist. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ich bin voll bei dir. Okay. Ich bin voll bei dir. Also gerade bei dem, wo unangenehm ist. Wieso ist es unangenehm? Ja, nachher musst du etwas machen. Weil sonst musst du nichts machen. Und meistens brauchst du halt mehr Energie. Aber ist das wert? Wenn ja, dann mach's. Ist der wert? Ist der wert, dass du einen Job hast, wo du dich wohlfühlst? Ist der wert, Freundschaft und Beziehung zu haben, wo du glücklich bist? Wenn ja, dann okay. Muss man sich auch unangenehm stellen. Mhm. Oder? Und wenn es nicht wert ist, dann kannst du es lassen. Und du sagst, hey, schau, mein Job ist mir scheißegal, ich gehe dort hin, 8 bis 5, dass ich am Ende im Monat den und den Betrag habe, um all meine Ausgaben. Voll okay. Dann muss es dich auch nicht glücklich machen, aber dann stört es dich auch nicht. Oder? Ein anderer Punkt, den ich merke, ist so ein langfristiger positiver Effekt von Reflektieren, ist Mustererkennung. Persönliche Mustererkennung. Wo ich bei mir einmal merke, es hat oftmals, wenn ich mit dem Warum starte, hat es so ein bisschen Muster dahinter. Mhm. Oder? Und man kann kein Muster erkennen, wenn man einmal etwas macht. Wenn man aber 10-mal
irgendwie etwas reflektiert. Warum lande ich in solchen Situationen? Warum habe ich dann Streit? Warum kann ich dann das und das nicht machen? Oder bin ich blockiert? Oder was auch immer. Mit mehreren Warums kann ich auch Muster erkennen. Mhm. Und die ziehen sich ja so ein bisschen durchs Leben, weil es ja wie ein Teil von der Persönlichkeit ist. Und das ist für mich dann so der langfristig positive Effekt, dass man ein bisschen dahinter sieht, sich selber besser kennenlernt. Wenn ich mich frage, warum hat mich das gestört wegen dem Podcast? Mhm. Ein Grund war auch mein Leistungsmotiv. Weil ich so war, ja, unser Podcast der ist ja nicht wissenschaftlich. Er ist sehr alltagsnah. Hey, hallo. Also weißt du, nicht böse. Ja, ja. Ist das genug Leistung, oder? So ein bisschen in dem. Und ich Ist will es ja, genug professionell? ist es genug professionell Ja. für mich, oder? Und das hat in mir etwas ausgelöst, oder? Ja, Und ich bei mir merke- auch. Ja, Oder? ja. Und, und das Leistungsmotiv, das schlummert bei mir in so vielen Situationen mit um. Leist dich genug. Wo haben wir es auch gehabt? Beim Thema Erwartung, nicht Thema Erwartung, beim Nein sagen. Ja. Beim Thema Nein sagen. Oder Ja. beim Thema Erwartungen genau gleich. Warum kommen bei mir Erwartungen an andere? Ja, weil ich ein höchstes Leistungsmotiv habe. Das steckt oft dahinter. Warum kann ich nicht Nein sagen? Weil ich will beweisen, dass ich etwas kann. Und da erkennt man dann Muster dahinter. Und lustigerweise erkennen die vielleicht sogar die Muster in unseren Podcasts rein, wo in uns reinstecken. Das wäre ja krass. Ich wäre euch so dankbar, Das wenn, wäre etwas, was ihr in die Kommentare könntet schreiben. wenn ihr Muster bei uns erkennt. Und ich finde, die sind so, vielleicht wissen wir es gar nicht. Schreibt es rein. Dann haben wir noch eine Fremdeinschätzung. Oder? Boah, jetzt exponieren wir uns ultra. Aber nein, weißt du, ich meine, Ja, aber ja. es ist mir auch erst jetzt bewusst worden, wenn ich das so sage, das zieht sich auch durch die Themen durch. Ja, ja. Warum, oder? Und darum, das finde ich immer so geil, wenn du das Muster dahinter erkennst. Und dann mit dem neuen Wissen gehst du in die neue Situationen rein und merkst so, das ist genau so eine Situation. Und dann kannst du etwas ändern. Dann kannst du Ja. vielleicht besser mit deinen Gefühlen umgehen, weil du weißt, von wo sie kommen und kannst sie besser vielleicht auch umdeuten, reframen, damit umgehen, ein bisschen den Druck wegnehmen. Und ich glaube, ein riesen Faktor, der dort mit ihnen spielt, ist das Thema von Selbstbewusstsein. Also wie selbstsicher bist du? Und je mehr dass du reflektierst und je mehr dass du all deine eigenen Fehler kennst, desto selbstsicher wirst. Da bin ich überzeugt. Weil, Okay, mag schnell, darf ich da schnell Ja. eine kleine Training machen? Ich bin bei dir, aber von der Definition, für mich ist Selbstbewusstsein, also Bewusstheit über sein eigenes Selbst, ist nur, dass ich sicher kann auftreten. Das ist wie ein Teil davon, von selbstsicher sein. von Selbstbewusstsein. Weißt du, ich meine? Selbstsicher ist ein Teil von Selbstbewusstsein. Hm. Ja? Ja, So. ja. Okay. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist ja, ich meine, im Wort selber. Selbstbewusst. Ja, Du bist dir bewusst, wer du bist. genau. Und das gibt dir so viel Selbstsicherheit auch. Oder würdest du dem nicht zustimmen? Doch. Weil zum Beispiel, wenn jemand zu mir jetzt kommt und mir irgendetwas an den Kopf wirft, irgendeine Ehrabschneidung, Wo dir nicht bewusst ist. wo mir nicht bewusst ist, eine Diffamierung, ich habe ja auch kennengelernt, das Wort. Diffamierung ist Ehrabschneidung. Wenn du diffamiert wirst von jemandem und dir das nicht bewusst ist, dann wird dich das so viel mehr triggern. Weil irgendwo durch spricht sich ja dann doch an. Also Ja. es ist ja nicht, dass du dem komplett blind gegenüber bist. Wenn du das aber weißt, dann kannst du mit einer völligen Entspanntheit das annehmen, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast und dir weißt, hey, will ich mit dem leben, kann ich mit dem leben, möchte ich etwas verändern? Ich habe das Gefühl, so selbstreflektierte Leute sind sehr, sehr schwer aus der Bahn zu werfen. Sind sehr schwer aus der Ruhe zu bringen. Und das ist ein riesen Faktor. Ein riesen Faktor, wenn es darum geht, in allem, in Beruf, in Beziehungen, einfach im ganzen Leben. Mhm. Wenn du deinen Schwächen bewusst bist und auch den Mut hast, um die auszusprechen, glaube ich, gibt es sehr, sehr wenig, was dich aus der Ruhe bringt. Und da, glaube ich, hilft Reflexion auch sehr, sehr fest. Extrem bin ich voll bei dir. Ja. Ein anderes wichtiges Thema, das ich finde so
beim Reflektieren allgemein. Und wir haben jetzt nicht mega den roten Faden, merke ich gerade, aber Aber ich finde es geil. wir erzählen einfach von unseren Erfahrungen, wie wir es machen. Das wird nicht abschließend sein. Ich weiss, wenn ich da wieder heimfahre, denke ich so, das hätte ich noch sagen. Aber etwas, was ich mega bei mir auch merke, ist so, wenn ich mir Zeit nehme für mich selber und mir Gedanken mache, vielleicht etwas aufschreiben, etwas aufzeigen oder mit anderen Leuten darüber reden und dann das, was zurückkommt, dann versuche ich irgendwie bei mir zu integrieren. Was ich habe müssen lernen, ist so ein liebevoller Umgang mit mir selber. Weil ja gerade halt manchmal Themen aufkommen, wo ja, manchmal halt, wo man sich halt nicht unbedingt gern mit denen stellen. Und da für sich auch finden, wenn dann vielleicht so die kritischen Stimmen in einem hineinkommen, dass man die einfach kann sagen, ja, ist gut, danke für euren Kommentar. Ich nehme das zur Kenntnis, aber das ist nicht ein Fakt, den ihr jetzt gerade gesagt habt, sondern es ist einfach eine Stimme in dem Ganzen. Und so der liebevolle Umgang mit sich selber nicht so, wie soll ich sagen, so mega streng mit sich selber umgehen und nicht zu selbstkritisch. Nicht zu selbstkritisch, weil sonst kann es eben mega schnell dann auch kippen eben in das Gedankenkreis hinein, oder? Und in das Negative. Und dort dann manchmal auch wieder rauskommen, wenn vielleicht die Gedanken kommen und einfach sagen, hey, ich schaue das einfach mal an, ganz neutral, vielleicht sogar mit einer positiven Brille. Aber wirklich so der Umgang mit sich selber finde ich extrem wichtig, weil manchmal vielleicht auch, ja, die Themen für ich einfach keinen Bock drauf hast. Und dann einfach das annehmen und nicht müssen bewerten. Es ist nicht, ich muss nicht sagen, das ist gerade negativ oder das ist gerade positiv. Einfach mal annehmen und schauen, was passiert. Und dann vielleicht eine Nacht drüber schlafen und dann schauen, hey, wie ist es? Das spricht eigentlich noch gut auf das Modell vom Gips an, wo man vielleicht nachher dann schon sagen kann. Ja. Aber was mir dort noch hilft, ist Geduld. Und das Bewusstsein, dass, wenn ich etwas verändern will, das nicht vom einen Moment auf den anderen passiert. Wenn ich über etwas reflektiere und unzufrieden bin mit einem Verhalten von mir selber, dann ist es nicht meine Erwartung, dass das vom einen Moment auf den anderen einfach so ist. Sondern es dürfen Fehler passieren und ich finde, Elena von der Folge 12 mit ADHS hat das so schön gesagt. Dass es ist ein Prozess und es ist ein Weg und du gehst und du stehst wieder auf und du probierst einfach weniger oft hinzugehen, bis du vielleicht einfach kannst selbstsicher laufen und nicht mehr umgehst. Ja. Aber das ist ein Prozess. Du kannst nicht das Gefühl haben, du machst einen Fehler, wo du selber als Fehler identifizierst und sobald du den Fehler erkannt hast, machst du ihn nicht mehr. Weil wir haben ja gewisse Automatismen in unserem Hirn drin, die einfach dazu führen, dass es wieder wird passieren. Und wenn ich einen Fehler mache, dass ich dort wie sage, ist jetzt doof, und aber nicht zu selbstkritisch bin, sondern sage, hey, es braucht Zeit. Und dort ist für mich der Unterschied zwischen Gedankenkreisen, und der Kyle hat das so schön gesagt, der Gedankenkreisen und Reflexion ist, ich kann reflektieren und es gibt ein Outcome daraus. Ich nehme mir vor, okay, es passiert weniger. Gedankenkreisen bin ich einfach dort drin und ich bleibe drin und ich denke, fuck, wieso habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Fuck, wieso habe ich das schon wieder gemacht? Und das beschäftigt mich den ganzen Tag. Und bei Reflexion ist, es ist passiert und ich sage mir, schon wieder passiert, dumm, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Es ist zielgerichtet. Es ist zielgerichtet, oder? Genau. Du hast ein Ziel, das du erreichen willst. Und bei dem kann das Modell, der Reflective Cycle vom Gibbs, kann da helfen. Und der ist aus 6 Schritten. Also wenn ihr merkt, die kommen in das Gedankenkreis rein, oder wenn ihr einfach mal sagt, hey, ich will mal irgendwie anfangen mit Reflexion, gesteuerte Reflexion, dann wäre das vielleicht etwas, was euch entspricht. Das Modell kommt vor allem aus der Pflege und aus der Notfall-Sanitätsbranche, weil sie dort quasi wie das Modell entwickelt haben, um ihren Job zu besser machen, um sich zu entwickeln im Job. Aber ich glaube, man kann es super anwenden auf sich selber. Der erste Schritt ist Beschreibung. Und man beschreibt einfach mal, was alles passiert ist. Auf einer sehr sachlogischer, objektiver Ebene. Möglichst rational. Möglichst rational. Die zweite Ebene ist nachher dann Gefühl. Also, was habe ich in dem Moment gefühlt? Was sind vielleicht Gefühle bei anderen Personen herum gewesen? Und ich aber ganz klar muss unterscheiden zwischen das weiss ich und das vermute ich. Und dann der dritte Schritt ist eigentlich so die Evaluation. Also, was ist gut gewesen und was ist schlecht gewesen? Und da wichtig, dass man
das Gute genauso rausschreibt wie das Schlechte. Also wir haben eine Beschreibung, sehr sachlogisch. Wir haben Gefühle, die subjektiv sind, von was habe ich in dem Moment gefühlt. Und dann die Evaluation von was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und dort kann man dann quasi die Beschreibung und die Gefühle auch zusammennehmen und schauen, okay, das ist passiert in der Beschreibung und das habe ich gefühlt, also ist es wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Darum kommt das bei bad, also good und bad. Und erst im 4. Schritt dann probiert man eigentlich das, was nicht gut gelaufen ist und vielleicht auch das, was gut gelaufen ist, erklärbar zu machen. Also man beschreibt oder man erklärt, dort habe ich mich so verhalten, was ich nicht gut finde, weil das und das und das und das. Das ist eine Schritt-Analyse. Yes. Ja, genau. Okay. Und im 5. Schritt dann kommt eigentlich die Conclusion oder so quasi Gesamtbetrachtung oder so ein bisschen, hey, was jetzt? Was lernen wir daraus? Und zwar also vielleicht mit der Frage, was hätte ich anders machen können? Oder was wäre vielleicht gut gewesen, wenn das so gemacht worden ist? Ja, was gibt es für Möglichkeiten, wie ich vielleicht auch etwas ausprobieren kann oder anders machen kann? Yes. Und der 6. Schritt dann ist ein ganz konkreter Actionplan, wo ich mir überlege, okay, und wie will ich das jetzt umsetzen? Was will ich jetzt dort machen? Und da kann man gut auch mit Wenn-Dann-Plänen arbeiten, das haben wir auch schon angeschaut. Also, dass man sehr konkret sagt, wenn das und das passiert, dann verhalte ich mich so und so. Ja, und genau, und was ich eigentlich noch cool finde, ich weiß nicht genau, die Person, die das kommentiert hat, wenn das jetzt sehr schnell einfach durchgenommen. So, ich glaube, wenn du jetzt mit denen gegoogelt hättest, wärst du auf die gleichen Informationen gekommen. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass es wie so eine Unterscheidung gibt zwischen was ist wirklich passiert und was habe ich dabei gefühlt, weil das oftmals halt einfach, wenn man das nicht auseinander nimmt, so durcheinander durchgemischt wird und ich meine emotionale Bewertung auch noch in das hineingebe und durch das eigentlich wie die Möglichkeit habe, um einen Schritt zurückzugehen und einfach mal beschreiben. Und ich muss es nicht bewerten, nur beschreiben, was ist wirklich passiert. Und was habe ich durch meine Gefühle dann noch interpretiert. Das ist ganz etwas anderes, manchmal. Aber trotzdem auch noch das Gefühl, der Platz gibt. Mhm. Und die auch aufnimmt, aber dass das Trend ist. Oder? Weil ich finde, die Vermischung ist manchmal ein bisschen schwierig. Oder? Gerade in vielleicht Konfliktsituationen oder wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist, dass man sich ein bisschen verliert wegen des starken Gefühls. Und so kann man schön nochmal eine Unterscheidung machen. Hey, ja, voll. Aber schaut euch das Gipsmodell mal an. Wir tun es euch auch in die Shownotes. Also ich finde jetzt dort dann auch den Cycle. Und vielleicht hilft euch das mal mit dem zu starten. Wir sind schon recht vorgeschritten mit der Zeit. Ivo, gibt es noch etwas, wo du sagst, das müssen wir jetzt? Oder sollen wir schon in die letzte Handzelle kommen? Hey, vielleicht einfach noch eine kurze Zusammenfassung. So die wichtigsten Punkte. Zum Festhalten. So, was wir mitgeben, Reflexion ist zielgerichtet. Es gibt wie ein Auslöser und der zeigt sich bei uns beiden jetzt meistens so mit einem Gefühl, wo irgendwie ist, wo uns der Auslöser gibt, den wir möchten mal anschauen. Dort dabei gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Sachen anschauen kann. Vielleicht können wir gewisse Gedanken. Journaling habe ich früher sehr viel gebraucht. Ich brauche das jetzt ein bisschen weniger. Das ist für mich wirklich einfach einmal ein Ort, um Sachen abladen so und einfach mal das Ding. Jetzt tue ich viel auf ChatGPT, dann tue ich es wie auch aussprechen und ich muss mir irgendwie Gedanken machen, wenn ich das formuliere. Dann visualisieren finde ich extrem wichtig, vielleicht auch gerade, wenn mehr Leute involviert sind oder wenn es irgendwie ein Prozess ist, wie könnte das aussehen. Dann Thema Muster erkennen drin, oder? Und auch das Positive sehen, also wenn ihr in einen Prozess hineingeht, so ein bisschen der Optimismus auch oder eine Freude drauf, weil es funktioniert dann einfach einfacher, so mit positiven Gefühlen in den Prozess können reingehen. Und du hast gesagt, selbstbewusste Menschen sind schwieriger, um aus der Ruhe zu bekommen, als positive Konsequenz. Ich habe gesagt, eben, man erkennt Muster und kann so sich besser kennenlernen und weiter wachsen. Hey, mit Leuten darüber reden. Und ich finde, mit Leuten darüber reden, es kann gut sein, um sich auszukotzen, aber das ist für mich nicht reflektieren, das ist einfach abladen. Kann manchmal sehr hilfreich sein, aber ich will das begrenzen. Ich finde so,
wir fragen uns manchmal, darf ich schnell rauslassen? Und, also weißt, Und dann kotzen wir uns und aus. dann haust du es raus und das ist wichtig. Aber ich finde, das kann man manchmal auch begrenzt sagen, hey, schau jetzt, eine halbe Stunde, ich hau das Shit einfach raus und dann ist gut. Weil irgendwann eben, es führt nicht zu mehr Erkenntnis. Irgendwann ist auch gut, hau es raus und dann schauen wir miteinander, hey, und so das Miteinander seine Gedanken können teilen oder irgendwie auch der Stand vom Prozess, wo man gerade drin ist, hey, ich habe für mich gemerkt, das und das. Oder darf ich auch ein Feedback von dir haben? Wie siehst du das? Wir sind sehr nah. Findest du das auch? Oder ist es jetzt, habe ich mich da reingesteigert? Ist das gar kein Thema? Oder einfach mal so ein Fremdbild einholen, finde ich auch mega hilfreich. Mhm. Oder was löst das bei dir aus? Was willst du machen? So. Und wir haben es vorher mal angesprochen. Gebt uns bitte euer Fremdbild auf Spotify in den Kommentaren oder aber auf Social Media auf Kopf_Chaos. Ihr findet uns dort auf TikTok und auf Instagram. Wenn ihr Muster erkennt bei uns, dann nimmt uns das wirklich Wunder. Ja. Darum schreibt uns das bitte, wenn ihr welche erkannt habt. Und dann können wir über das ein bisschen reflektieren. Ich will noch ganz kurz am Schluss einfach noch schnell etwas zusammenfassen, was für mich Reflexion bedeutet. Und was mich so fest auch beschäftigt, wenn ich in der Welt durch die Straße laufe. Wir haben als Menschen wie die Fähigkeit, über Sachen zu reflektieren. Und wie viel machen es aber wirklich? Wie viel reflektieren wirklich über das, was sie machen und das, was sie werden machen, etc. Und der C.G. Jung hat gesagt, dass Reflexion gibt uns die Freiheit vom Zwang. Also das heisst, vielleicht sind wir streitsüchtig oder vielleicht sind wir eifersüchtig und wir verhalten uns so in unseren Beziehungen. Und wir haben das wahrscheinlich irgendwie gelernt über Erziehung und über Beziehungen, die wir vielleicht vorher hatten. Und wie viele Leute fragen sich wirklich, wieso verhalte ich mich so? Und wie will ich mich eigentlich verhalten? Und ich glaube, das Zitat von C.G. Jung, wo er sagt, Reflexion gibt uns die Freiheit vom Zwang, meint genau das. Herauszufinden, wie will ich mich verhalten, herauszufinden, wie will ich mich nicht verhalten und dort nachher darüber zu reflektieren und die Freiheit sich selber zu geben, zum zu sagen, nein, ich will mich so verhalten, um nachher die Veränderung dann anzustoßen. Und ich finde, das ist ein riesiges Thema und wir haben auch ein kleines TikTok-Video gehabt, das viral gegangen ist, wo es darum gegangen ist, Leute, die einfach sagen, ich bin so, wie ich bin. Und ich finde, da schlummert bei mir so viel Energie, weil ich so bin, wir alle können uns verändern zum Positiven. Wir müssen uns einfach bewusst werden, was wir verändern wollen. Und darum, wenn ihr das bis jetzt gehört habt und direkt nachdem wir den Abonnier-Button noch schnell gedrückt habt, überlegt euch mal, was ihr möchtet verändern. Und überlegt mal, ob es Themen gibt, wo ihr sagt, hey, da spüre ich irgendeine Emotion und ich möchte etwas verändern. Es wird unangenehm, es wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, es ist absolut etwas, was sich lohnt. Wow. Schade ist dein Mikrofon angemacht, sonst hätte es einen riesen Mic-Drop gegeben. Schön gesagt. Nein, aber wirklich. Und ich habe es eine sehr schöne Folge gefunden. Ich glaube, es hat auch bei mir nochmal dazu geführt, dass ich aktiver mich möchte über Sachen Gedanken machen. Und wie früher und proaktiver die schlimmen Sachen, die aber nicht ganz so schlimm sind, irgendwie möchte angehen und schauen, wo gibt es Veränderungen, die ich suche. Hey, das ist mega so. Ich finde, ich habe das oft nach unserem Podcast, so, dass du merkst, dass noch ein bisschen mehr bewusst sich und weil man halt darüber redet. Mhm. Und dann schneidest du es auch noch und dann hörst du es nochmal und dann kannst du nochmal in den Prozess hinein und das ist schon so, wow. Mhm. Ja, mega. Voll. Darum danke vielmals, dass ihr uns hört, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, uns im Alltag zu entdecken. Ja, wirklich. Wirklich. Ja. Es ist eigentlich ein zweites Studium, das wir da noch anhängen. Ja, eine Praxis. Nach dem Bachelor, ein Master und jetzt, wie nennen wir den? PR-Ausbildung. Es gibt doch ja, einfach Praxis. Ja. Voll. Nein, wirklich. Danke euch allen, dass wir das machen. Jetzt aber, ich habe eine letzte Hirnzelle. Ja. Und zwar ein Thema, das wir schon lange mal möchten angehen für eine nächste Folge. Und wir schauen, ob es die nächste ist oder ob es vielleicht die übernächste ist. Aber da vielleicht einfach mal ein Teaser. Und zwar geht es um Persönlichkeit. Ein riesiges Thema der Psychologie.
das Modell, das sich durchgesetzt hat, sind so die Big Fives, also die 5 grossen Persönlichkeitseigenschaften. Und die Frage ist nicht, Ivo, was die 5 sind, das sage ich schnell. Also die Big Five Persönlichkeitseigenschaften sind Extraversion, also wie outgoing bist. Dann Agreeableness, also Verträglichkeit. Neurotizismus. Offenheit für Neues. Und Gewissenhaftigkeit. Und meine Frage jetzt an dich ist, und wir machen ja sonst immer 4 Auswahlmöglichkeiten. Das ist jetzt ein bisschen asozial, ich gebe dir 5. Ah, geil, also ja. quasi eine von diesen 5. Ja. Ich habe genau gewusst, dass so eine Frage wird sein. Und jetzt kommt all die 5 Persönlichkeitseigenschaften sind A, B, C, D, E. Genau. Ja. Okay, und in der Psychologie reden wir ja oft von einer Normalverteilung, statistisch. Das heisst, du hast wie so eine Kurve, das ist wie so eine Welle, die geht rauf und dann geht sie wieder runter. Also wenn du irgendeine Ausprägung hast, wie zum Beispiel Grösse von jemandem, dann hast du eine Normalverteilung. Es gibt sehr wenige Leute, die sehr, sehr klein sind. Sagen wir, bei Männern in der Schweiz hast du vielleicht ganz, ganz wenige, die sind 1,60 groß. Und dann geht es rauf, weil es gibt mehr und mehr, also wenn der Strahl weitergeht, von 1,60 bis zu 2 Meter, dann hast du ganz, ganz viele, die sich bewegen zwischen 1,75 und 1,85. Und dann geht es wieder runter. Also die Kurve, dann hat man eine Normalverteilung. Sehen ihr in den Shownotes, das Bild? Oder wir gerade die Gaußsche Kurve, oder? Genau. Wir tun gerade die Grafik, die ich jetzt gerade vor mir habe, mit diesen Persönlichkeitseigenschaften, tun wir auch in den Shownotes, die sehen ihr dort. Und die zeigt, wie stark sind die Persönlichkeitseigenschaften verteilt. Ja? Und jetzt meine Frage. Welche Persönlichkeitseigenschaft hat eine starke Rechtsverschiebung? Also sehr viel mehr Personen sind stark ausprägt in dem, als dass sie schwach ausprägt sind. Das heisst, es ist nicht so eine schöne Welle, die raufgeht und dann wieder runtergeht, sondern es bleibt sehr tief bis irgendwo in die Mitte und dann schießt es rauf und dann schießt es wieder runter. Im Vergleich zu den anderen? Im Vergleich zu den anderen, aber auch einfach auf dieser metrischen Skala von 0 bis 6. Also ich habe da eine Grafik vor mir mit 5 verschiedenen Kurven. Und die Frage ist eigentlich, in welcher Persönlichkeitseigenschaft, das ist jetzt eigentlich die letzte Zahl, in welcher Persönlichkeitseigenschaft haben wir eine starke Rechtsverschiebung? Das heisst, sehr viel mehr Personen sind stark ausprägt, als dass sie mittel- oder schwach ausprägt sind. Wir haben Extraversion. Ja, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Du hast so viel Enthusiasmus gerade. Verträglichkeit und Neurotizismus. Yes. Hey, es ist verdammt schwierig, weil das könnte eigentlich... Also Offenheit... Ich mache mal ein Ausschlusskriterium. Es wird einfach keine Länge hier in Zahlen, sorry für das. Das ist okay. Ich lasse noch jetzt Teil von meinen Gedanken. Also Offenheit für neue Erfahrungen. Sehr viele Leute würden sagen, sie sind offen für neue Erfahrungen. Heißt das, oder? Wie das heißt? Wahrscheinlich sagen es viel, aber sind es nicht. Gewissenhaftigkeit. Ich sage einfach Neurotizismus. Negativ. Neurotizismus. Neurotizismus hat eine starke Rechtsverschiebung. Ja. Neurotizismus ist der am schönsten ausgeglichen ist. Wirklich? Ja. Es ist Verträglichkeit. Also Verträglichkeit, ich habe da eine Studie gefunden, wo sie total, ich glaube, 6'000 Leute, 6'408 Individuals mit dem Big Five befragt haben. Und soll ich das halt sagen? Ja. Und Verträglichkeit ist sehr stark rechtsverschoben und ich glaube, das ist ja auch gut. Weil in einem sozialen Konstrukt, wie wir leben, ist es sehr wichtig, dass wir sozial verträglich sind. Das ist ja super eigentlich, ja. Ja. Da hat jetzt eben schon gesagt, ja, der Schnitt ist so genau in der Mitte, weil es gibt Die Verträglichkeit. viele, die einfach nicht verträglich sind, gewisse, die sehr verträglich sind und dann einfach so, meistens bist du irgendwo in der Mitte. Ja. Aber so Neurotizismus ist so, ich denke, weißt Also du hast das Gefühl gehabt, sehr viel mehr Leute haben starke Angstausprägungen. ja, eher. Okay. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja, mehr, weil Ich kann mir vorstellen, dass bei Verträglichkeit die nicht verträglich sind, sehr viel stärker auffallen als die verträglich sind. Und darum mit dem Kopf du eine Gleichverteilung zwar hast, weil die paar wenigen, die sehr wenig verträglich sind,
machen einen sehr grossen Impact. Also wenn einer irgendwie im Restaurant nicht das bekommt, wo er das Essen bekommt, das er bestellt hat, dann ist, blöd gesagt, eine normale Person oder eine ausprägte Person ist dann so, ja, es ist nicht so schlimm, ich mache jetzt kein Dings draus, weil ich möchte, dass wir uns vertragen. Aber jemand mit einer sehr tiefen Ausprägung macht dann vielleicht eine Szene und sagt, ey, das geht so gar nicht, ich will jetzt mein Essen und wenn das in den nächsten 10 Minuten nicht da ist, laufe ich da raus und zahle nichts. Weil es ihm nicht wichtig ist, dass man verträglich ist. Und wenn du das beobachtest, bleibt es vielleicht viel länger im Kopf und ist viel stärker ausprägt. Ja. Hey, ja. Spannende Folge gewesen. Ich habe wirklich da wieder mal vieles für mich mitgenommen. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen einen Downer, aber sonst ist okay. Weil letztes Jahr haben sie verloren. Ja. Und weil jetzt immer noch 5-4 steht. Ja. Ja, ist okay. Das ist jetzt eine Fickerfrage. Ja, es ist wirklich eine asoziale Frage, vor allem ich habe den 5 Auswahl gegeben. Das war ein bisschen gemein gewesen. Nein, aber weißt du, es ist für mich einfach als... Für die nächste dann. Ja. Oh no. Aber ja. Nein, aber ich danke dir vielmals für deine Offenheit, für deine Zeit. Und ich danke euch fürs Zuhören, für den Support, auch dass ihr uns geschrieben auf Instagram. Und aktuell melden sich so viele Leute. Es ist so mega schön. Toll, es ist so schön, wie viel positive Resonanz kommt. Und wir schätzen das wirklich, wenn ihr uns schreibt. Also habt nicht Angst, dass ihr irgendwie da nicht dürft schreiben oder nicht sollen schreiben. Gewisse schreiben dann sind sie, hey, ich weiss nicht, ob ihr das erreicht oder ob ihr das wollt hören überhaupt. Aber wir lesen wirklich eigentlich alles. Ja. Und wir schätzen das wirklich sehr fest, mega wenn fest. ihr da mit uns austauscht. Ja. Danke euch vielmals. Wen grüßen wir noch, Ivo? Hey, wer mir grüßt, ich habe mir überlegt, weil ich bin letztens auf Spotify auf dem Dashboard, weißt du? Und habe ich so geschaut, Publikum, wer uns hört, weißt du, Alter, Geschlecht, all das. Yes. Dann habe ich gesehen, Nationalitäten. Und wir sind, ich weiß nicht, International. ob man das schon international kann sagen. Also natürlich ist die Mehrheit, über 90% ist aus der Schweiz, aber ich finde eben die Länder, die uns hören, finde ich irgendwie noch geil. Also all over the world. Der Pitbull hat Freude an uns. Mr. Worldwide. Warte, ich hole dich auch rauszahlen. Ja. Jetzt da. Also 95,1% sind aus der Schweiz. Logisch. Und dann haben wir aber 1,1% aus Deutschland, 0,8% aus Amerika, 0,5% aus Australien und dann ein paar Verdruckte in Italien, Spanien, Frankreich, Holland, Hongkong, Thailand, Sri Lanka. Das sind vielleicht auch irgendwelche Bots. Weiß nicht, aber ich finde es einfach geil, wirklich so von überall, Mexiko, USA. Und Grüße gehen an euch raus, die aus dem Ausland auch Kopfkrass hören. Danke vielmals für den International Support. Von euch machen wir mal eine englische Folge, dass ihr es auch versteht. Nein, ich habe das Gefühl, das sind schon Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland sind und die finden, hey, ich will ein bisschen Schweiz bei mir da über den Kopf hören. Kann sein, ja. Aber Grüße gehen an euch. Yes. Und macht's gut. Wir wünschen euch einen wunderbaren Wochenstart. Und genießt weiterhin den Sommer. Ciao zusammen. Tschüss.